Hallo und guten Tag zusammen, da sind wir wieder bei Buffcrit Loot mit unserer 55. Folge. Das ist 2 mal 5, ist das nicht nice? Eine Schnapszahl. Ich und Steffi sind wieder da. Hallo Steffi. Hallo. Wir freuen uns heute auf GTA 6 in den News, Buff, auf Zelda, Tears of the Kingdom, nicht schon wieder, auf Crit, Unbedingt schon wieder. Atlas Fallen, auf Loot, wo es ein paar Neuheiten zum Vorbestellen gibt. Und wir starten direkt rein. Let's swing them swords. Yes, mate. Gut, Ja, gut. perfekt. Schön. Also, fangen wir an. Ja, fang an. Also, muss schon schnell ein bisschen beruhigen. Jawohl, jawohl, da können wir. Okay. GTA 6, oder? Oder? Hey, aber kommt- wann haben wir gesagt... Oh, wir haben doch mal... Sorry, ich muss reingrätschen. Wir haben doch mal... Entschuldigung. Wir haben doch mal eine Episode gemacht, wo so der erste Leak war, bezüglich GTA 6, wo wir irgendwie gewettet haben, wenn das GTA 6 rauskommt. Und ich habe so gesagt, 2025 frühestens, aber auch eher 26, oder? Machst du Ist dich es nicht erinnern? so der Jahrhundert-League gewesen? Ja, Sogar? mal, Sozusagen natürlich. der League of Legends. Nein, nicht. Sorry. Okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ja, also, Okay. ja, ich meine, bei all diesen Leaks, was es gibt in der letzten Zeit, ich meine, es ist ja schon zum Standard geworden, dass irgendetwas aus der Gaming-Szene geleakt wird mittlerweile, kann man schon fast sagen, dass es ein legendärer Leak war. Genau, genau. Legendary Gut, Leak! also. Okay. For real. Okay. Also. Es ist so. GTA 6. Habt nicht fest. Wir warten alle drauf. Jeder Nee. kennt den Clip von dem Du. So eine schon einfach versäckelt und alle wollen ihn wegreißen und finden, was machst du hier? Und nachher tut er so sein Shirt reveal und drauf steht, wann kommt GTA 6 raus? Hä? Das gibt's, der Clip gibt's, das ist mega lustig und der Moderator von dieser Show ist komplett vor den Kopf gestoßen, weil er gar nicht weiss, was der GTA 6 ist. Aber so fest wollen die Leute GTA 6. Nice. Und jetzt hat Microsoft aus Versehen den Termin geleakt. Aus Also Versehen? Microsoft selber? Aus Versehen. Ja, Also, weil sie Moment, müssen ein also- Statement schreiben. Sie müssen ein Statement schreiben zur Übernahme von Activision Blizzard. Und dort innen schreibt der Konzern, dass das geplante GTA 6 im 2024 veröffentlicht wird. Weil das ein öffentliches Dokument ist, hat es natürlich irgendjemand jetzt raus. Und somit ist es ein Leak. Also das heisst, Damn. sie müssen in diesem Dokument erwähnen, oder hätten es vielleicht gar nicht müssen, aber sie erwähnen es in diesem Dokument, dem Übernahmedokument. Und somit ist klar, 2024 kommt es raus. Ja? Man weiss noch nicht wirklich viel. Mhm. Man weiss, dass die Stadt riesig wird sein. Man weiss, dass es vermutlich wieder in Vice City wird spielen. Also das ist schon mal, also hier habe ich schon mal bin ich wieder mal wirklich überhyped gewesen. Also überhyped. Weil Vice City, das ist so, das, was ich richtig gerne gespielt habe. Das war mein GTA gewesen, Vice City. Das ist wirklich das beste, meiner Meinung nach das beste GTA gewesen, wo es ever gegeben hat. Ja klar, San Andreas ist gut gewesen, das Fifi ist immer noch gut. Lass mich nicht Scheiß erzählen, aber für mich persönlich Vice City, das hat einfach gerockt. Also da bin ich einfach aufgegangen drin. Mit dem Hawaii-Hemli auf der Vespa und nachher das ganze Flair ist einfach super gewesen. Und jetzt gehen wir wieder auf Vice City, so wie es aussieht, und eben die Stadt einfach riesig. Also man hat Bilder gesehen, man hat Screenshots gesehen, natürlich bin ich die suchen, Steffi. Von der Reddit-Page ist gelöscht worden. Wer hätte es gedacht? Ist Ja, gelöscht logisch. worden. Aber gleich schade. Und es soll so real aussehen wie noch nie. Also das heisst, wir gehen in eine ganz neue Dimension rein von Realität. Es wird wirklich so sein, dass man hat ja jetzt schon sehr viele Anbindungen ans reale Leben. Natürlich auch sehr viele, die nicht so sind, aber man hat sehr viele Sachen, die halt sehr real wirken im GTA. Für das ist ja GTA auch bekannt, dass es wie eine
ja, vielleicht ein bisschen sehr überzogener Abdruck von Realität ist, weil es stellt ja eigentlich immer amerikanische Städte dar. Und als ich in Amerika war, muss ich schnell ausholen, habe ich wirklich Orte gesehen, wo sie eins zu eins so im GTA 5 abgebildet haben, also wo ich in LA Oh, nice. war. Und du stehst dann auf so einer amerikanischen Straße mit die langen Straßen mit den Palmen und du denkst einfach so, wow, das sieht aus wie GTA. Wo ist das Also nicht, Auto du und wo kann ich die spielst Mission anfangen? nicht im Sinne von, du bist in-game bei GTA und denkst, boah, das sieht aus wie Amerika. Nein, du stehst in Amerika und Genau, denkst, es sieht aus genau. wie GTA. Als Gamer natürlich. Als Ja, Gamer fair. natürlich, ja. Ähm, und ja, also es sieht wahnsinnig aus. Und wenn ich wahnsinnig sage, meine ich wirklich auch wahnsinnig. Also noch krasser, noch übertriebener und mit noch mehr Möglichkeiten. Ähm, also eigentlich bombastisch gut und einfach halt auch sehr zeitfressend auch. Also ich denke, das wird auch etwas sein, wo, ich meine, wenn jemand weiss, wie gross das GTA Roleplay-Szene ist, also GTA RP im Moment, GTA 5, der kann sich nur vorstellen, wie krass jetzt die sich noch wird entwickeln, wenn es 6 rauskommt. Weil dort wird es wieder einen Run geben, da werden vielleicht Leute anfangen, die vorher nicht haben Roleplay gespielt haben, weil sie finden, ja, das probiere ich jetzt auch mal. Ähm, ich meine, hast du gewusst, dass es Zürich gibt, Steffi, in GTA RP? Was, Sie haben Zürich? Sie haben ganz Zürich nachgebaut, ja. Echt jetzt? Ja, Krass. Nein, habe ich nicht gewusst. ja. Es gibt Zürich und ein Schweizer Streamer, den ich kenne, der Book of Easy, kennst du auch, Ja. der ist dort unterwegs als Charakter. Und dann gibt es andere Schweizer Charakter, die dort unterwegs sind, Oh, die dort RP spielen. Und es gibt zum Beispiel einen Swisscom Shop. Und der gibt zum Beispiel. Ich interessant. glaube, Ich weiss nur, dass die Schweizer GTA, also Roleplay-GTA-Szene sehr, sehr gross ist. Also, ja. es gibt regelmäßig Events. Und die Community ist recht solid und stark und trifft sich regelmäßig. Also das habe ich gewusst tatsächlich, ja, auch wenn ich es selber nicht spiele. Aber dass es in Zürich und sogar einen Swisscom-Shop gibt, lol. Auch nicht schlecht. Ja, also es gibt wirklich, also ich habe mal ein bisschen reingeschaut und ich habe müssen sagen, wow, also die hat da etwas aufgebaut und ich habe Mhm. nicht gecheckt, dass das schon so gross geworden ist. Cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, so, weil es entwickelt sich, also wer RP ein bisschen kennt und es ein bisschen schaut, ich habe eine Zeit lang habe ich es ein bisschen geschaut, ich finde, es entwickelt sich dann auch so in eine Richtung, wo ich finde, ist vielleicht für die jungen Zuschauer gar nicht so gescheit. Also Mm. weißt, es werden so Attitüden vorgelebt und Sachen kommuniziert. Klar Mm. ist es nur im Game, aber wenn du jung bist, Du kannst das aber fast, ja, du musst ein gewisses Alter haben, um können so Sachen und vor allem auch Konsequenzen von Realität oder? unterscheiden, sage ich jetzt mal. Ja, absolut. Verstehst du mich da? Ja, durchaus. Weil ich finde, also du, Steffi, kannst ja glaube ich noch ein bisschen relaten, du hast mit Lehrlingen viel zu tun. Mhm. Aber wenn du in einem Alter bist, wo halt noch in der Entwicklung und so stehst und du hast halt irgendeine, keine Ahnung, irgendeinen Streamer. Vor allem, wenn du in der Identitätsfindung inne bist, ja, dann kannst du dich natürlich in eine falsche Richtung treiben. Das Genau, ist so, ja, genau. durchaus. Und eben, also darum, ich finde es ein bisschen schwierig, auch einfach mit wie die Werte und so kommuniziert werden. Und klar, ich meine, es ist GTA, dort ist natürlich eigentlich Kriminalität steht an erster Stelle, das musst du ja machen, das ist ja cool und du bist ein Gangster und du kannst alles machen und du kannst ähm, ja, ich weiß nicht, ein bisschen schwierig. Mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ich habe da ein bisschen ein kritisches Auge drauf. Auf jeden Fall freue ich mich gleich auf GTA 6. Wird tatsächlich auch wieder ein Teil sein, den ich wieder spielen. Einfach nur, weil es wieder in Vice City spielt und weil es wirklich hure aufgehypt wird. 2024, wir haben ein Jahr. Wir haben nicht ein Datum, wir haben ein Jahr, aber das ist schon viel früher, als man gedacht hat. Und das finden wir doch eigentlich mega cool. Und weil ich eigentlich der Steffi nicht noch mehr Zeit weglassen will, weil sie braucht jetzt mega viel Zeit.
Gehen wir gleich über ins nächste Thema. Nein, Ihr könnt euch vorstellen, was es ist. natürlich geht es mal wieder um Zelda. Aber ich halte mich kurz, I swear. Also so kurz wie möglich. I swear. Ja, also so kurz wie möglich. Also der dritte und letzte Trailer von Zelda Tears of the Kingdom ist rausgekommen. Also wenn ich sage, der dritte oder letzte ist einfach der letzte vor dem Release vom Game, wo das kommt schon in einem Monat. Hey. Es geht jetzt plötzlich das so schnell, das ist unglaublich und ich freue mich so krass drauf. Ich glaube am 23. Mai, wenn ich es recht im Kopf habe. Irgendwann im Mai. Und jetzt ist der letzte Trailer rausgekommen und er ist grossartig. Und er lässt Vorfreude und Excitement und alles nochmal gerade so um 500% steigern. Weil es einfach in diesem Trailer so viel zu entdecken und zu sehen gibt, was man vorher noch nicht gesehen hat oder wo man nur vermutet hat. Oder einfach so unglaublich viel Neues. Und vor allem werden so extrem viele Fragen aufgeworfen. Also, es ist wirklich, es gelustet einfach noch gerade mehr, das Game zu spielen. Weil bis jetzt hast du einfach, klar, normal so ein paar Einzelheiten aus der Welt gesehen, also vielleicht die eine Game-Mechaniken, ein paar NPCs, ein paar Gegner, neue. Also immer noch so ein kleines Stückchenweise so, oder mit der Welt in Luft oder eben oder unterirdischen Welt, wo vielleicht, also wo immer angedeutet worden ist, dass es kann sein, dass es eine unterirdische Welt gibt. Und jetzt ist einfach der Trailer gedroppt und er ist so grossartig, weil einfach so viel plötzlich passiert. Es hat Mhm. noch mehr Charaktere und man sieht literally in Nahaufnahme ein Gesicht von einer Figur, die man noch nie gesehen hat. Und du denkst so, wer ist das? Du siehst, dass du mit den neuen Recken, sage ich jetzt mal, also mit den Nachfahren von den Recken zusammenkämpfst. Und du denkst dir so, how? Kann ich die selber spielen? Kann ich sie steuern? Kann ich ihnen bewegen? Also kann ich ihnen befehlen, was sie müssen machen müssen? Oder wecken wir eventuell sogar irgendwie die alten Recken oder so? Auf jeden Fall plötzlich kommen super, super viele Fragen auf. Und vor allem, eine der grössten Fragen überhaupt. Was ist mit der Zelda passiert? Also ich meine, das fragt man sich natürlich gerne, wo man ja immer nur sieht, wie sie das Loch geht, aber sie kommt nochmal mehr Raum über in diesem Trailer und also man sieht sie mit ganz neuen Frisur, mit anderem Schmuck, neuen Kleidern, hockt sie dort oder steht vor einem Altar oder hockt auf einem Schrein oben und du denkst einfach so, wo ist sie? Weil du siehst keine Islands, also du siehst keine so von diesen schwebenden Inseln plötzlich, oder? Die sind Mhm. weg. Und du denkst einfach so, okay, ist sie in einer anderen Welt? Ist sie sogar in einer anderen Zeit eventuell? Weil am Schluss vom Trailer sagt sie dann noch so, Link, du musst mich finden. Und sie Link, hat das bring mich Master bitte. und sie hat das Master Sword in der Hand. Und wenn man weiss, also wenn man die anderen Trailers gesehen hat, weiss man, dass aber das Master Sword ja zerstört wird. Aber sie hat ein fixes Master Sword so in der Hand. Und du fragst dich so, hey, ist die in der Zeit zurückgereist? Oder was ist passiert? Und wir sehen plötzlich auch so nice. Und dann plötzlich sehen wir eine Figur, die aussieht wie die Göttin Hylia. Und du denkst dich so, weißt du, was ich meine? Also, so, what is happening? Du siehst auch den Ganon. Also, es ist definitiv bestätigt, dass er wieder zurück ist. Und es heisst ja Tears of the Kingdom. Man weiss auch schon, dass man anscheinend so 7 Tränen muss sammeln muss, um irgendwie ein Tor oder so aufzumachen. Aber eine von diesen Tränen hat der Ganondorf. Und zwar die rote. Aber da ist ja so die Frage, so, ja, muss man dann den Ganon oder den Ganondorf eher schon früher im Game besiegen und eliminieren, dass man an die Tränen ankommt, wo man braucht ja die für irgendetwas, zum weiterkommen im Game. Und ist er gar nicht der Endboss? Und was passiert hier? Also es ist wirklich, also allein der Trailer, wo irgendwie, wie lange geht der? Nicht einmal 4 Minuten dauert, er hat so viele Fragen aufgeworfen. So viel, so viel. Und ja, und vor allem, was spannend ist, wenn man bedenkt,
die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, wäre ja nicht einmal das erste Mal in den Zelda-Games. Man hat schon öfters mal durch die Zeit Speculation können, time. ja, man Story hat schon, time. man hat schon öfters können durch die Zeit reisen. Und es gibt auch eine Theorie tatsächlich, eine Zelda-Theorie, die besagt, dass die Hylia die Göttin der Zeit ist. Und dazu habe ich einen kleinen Text gefunden. Hylia, auch die weiße Göttin genannt, ist eine Schlüsselfigur in Skyward Sword. Sie leitet Hylia. dich. Sie leitet dich von jenseits der Zeit und des Raums. Sie ist diejenige, die den Kampf gegen den Todbringer gewann und ihn im Siegelstein versiegelte. Doch laut dem Spiel zog sie sich zurück, da sie sich im Kampf gegen den Todbringer schwere Wunden zuzog. Ihre wahre Gestalt ist nicht bekannt, aber dass sie eben diese aufgab, um als Zelda wiedergeboren zu werden. Also was ist, wenn sich die Göttin Hylia zeigt? Also wenn sie wenn sich Zelda sozusagen verwandelt zu der Göttin Hylia. Und wir können die Zeit manipulieren und so. Und also wenn das so ihre geheime Kraft ist von der Zelda, dass sie die Zeit kann manipulieren und so. Ich meine, Zeit wird durchaus ein Thema sein bei Tears of the Kingdom, wo wir können ja selber als Link, also der Link hat ja die Fähigkeit, Zeit umzudrehen bei gewissen Objekten und so. Also es ist durchaus möglich. Und darum, also so viele Fragen jetzt plötzlich, die nochmal zusätzlich aufgekommen sind. Und vor allem eben einfach das, ich muss es spielen, einfach der Need, um es zu spielen, ist einfach da. Und ich freue mich mehr denn je. Also du der spürst dritte auch, Trailer. das kribbelt dich. Hey, so etwas von. Also der dritte Trailer, den sie jetzt noch rausgehauen haben, das ist... Nintendo weiss einfach, wie sie ihre Fans müssen packen. Und zwar nicht mal mehr einen Monat bevor das Game oder beziehungsweise einen Monat bevor das Game rauskommt. Ah, That's by the way, am marketing. 12. Ja, am 12. Mai kommt es, by the way. 12. Mai, 12. Ja, Mai, okay. also schon gleich. Du hast gar keine Zeit dann, Steffi. Fantasy. Du hast keine... Ist mir gleich? Du hast keine Zeit. Ist mir alles gleich, wenn ich We dann are frei. going to the fantasy. Wer Ja, von euch voll. sieht man eigentlich den? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte Ey. kommt vorbei, Fantasy. Nico, wenn du zu laut redest im Fall, dann hört man dich nicht mehr. Das Mikrofon hackt ab. Das Mikrofon tut mich direkt Es tut dich muten von selber, ja. Also, warte. Sorry. Entschuldigung. Ich habe schon länger nicht mehr gesungen, vielleicht liegt es an dem. Ja, vielleicht. Genau. Ja, Sorry, schreibt uns mal, ob ihr auch... apropos, ihr könnt jetzt auf Spotify direkt uns auch ein Feedback schreiben. Spotify hat mittlerweile die Funktion, dass man in der Episode selber kann ein Feedback schreiben kann. Also ja, schreibt uns doch gerade an dieser Stelle, ob ihr werdet an Fantasy Basel sein und uns natürlich an unserem Stand besuchen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Also über beides, über den Kommentar natürlich und wenn ihr uns Hallo sagen. Unbedingt das Feedback, das wäre wirklich mega, mega cool. Einfach auch Verbesserungsvorschläge, da sind wir wirklich offen, wir sind sehr kritikfähig. Yes. Vor allem die Steffi. Yes. Ja, also. Bist du fertig, Steffi, oder geht es noch weiter mit... Ich habe dir versprochen, ich halte mich kurz. I'm done. Okay, Also ich kann noch nice. 5-mal das Gleiche wiederholen, wie toll das es einfach ist. Aber Ja, Leute, schaut einfach den Trailer und dann kauft euch einfach das Game. Ich habe schon alles vorbestellt, was man sich vorbestellen kann. Ausser die Limited Edition von der Switch selber im Zelda-Style. Weil ich habe schon eine Switch, ich brauche nicht noch eine zweite. Und ja, darum. Okay, Aber also den Controller das... habe ich, die Hülle habe ich, das Game, also die Collector's Edition habe ich, Sorry. das Amiibo habe ich, alles. Okay, Alles also habe du ich. hast definitiv Gas gegeben. Ja. Wow. Alles vorbestellt. Holy shit. Ja. Okay, Respekt, Steffi. In dem Fall bei dir ist das Zeug unterwegs. Ja. Switch Wir haben alles im Shop. Spezialversion. Alles im Shop. Ja, die haben wir auch, oder? Alles Haben im wir die auch? ja, klar, Okay, die haben wir auch. ja. Alles im Shop. Aber also Also das ist eine coole Switch. ja, sie sieht schon mega schön aus. Aber ich denke mir so, ich habe eine Switch, die funktioniert. Wieso sollte ich die zweite kaufen? Natürlich bin ich so halt so ein bisschen...
Ich brauche einfach das Zeug, bis es kaputt ist und dann kaufe ich mir etwas Neues. Oder Ersatz. Also ich meine, ich würde mir sogar die Switch, also ich bin nicht mal ein Zelda-Fan, aber die Sie sieht so ist geil so aus, ich würde die sogar schön. würde kaufen. I know, allein einfach, wo sie schön aussieht, ich würde es glaube ich einfach aufstellen, aber es ist gerade ein bisschen teuer, um einfach mal aufzustellen, von dem her. Ja, ja, fair, fair. Mm. Ja, nicht ein Aufsteller, sondern ein kleiner Downfall. Downfall, Babylons Fail, Nein, nicht habe gerade. ich. Nein, nicht. Aber habe ich für euch parat, und zwar für die Leute, die sich gefreut haben auf Atlas Fallen, und ich bin mir sicher, dass sie genau 2 von euch irgendwo da außen. Es wird verschoben, und zwar wegen der deutschen Vertonung. Es ist ja so, Atlas Fallen, ich weiss, auch keiner von euch hat das auf dem Schirm. Keiner Keine von Ahnung. euch hat das Nein. Game auf dem Schirm. Aber Atlas Fallen ist richtig geil. Warum? Warum kann ich das sagen? Warum bin ich mir da sicher? Weil ich kenne das Entwicklerstudio. Und zwar, wenn irgendjemandem von euch The Search oder The Search 2 etwas sagt. Das ist Souls-like gsi, wo ist rausgekommen 2019. Und zwar ist zuerst der Search rausgekommen und dann der Search 2. Und das war ein richtig geiles Souls-like mit, also ist Science-Fiction-mäßig so ein Mecha-Setting, wo man Dude hat gespielt, wo man immer mit mehr Augmentationen hat können upgraden. Also man hat ihm dann können irgendwie so eine Motorsage-Arm geben oder so eine Kanone-Faust oder so Sprunggelenke dabei, und man hat alles können modifizieren, und es ist sehr schwer gewesen, wie ein Souls-like soll sein, aber ein mega cooles Game. The Search und The Search 2 sehr zu empfehlen, geht nachher anschauen, es ist ultra cool, und es ist ein deutsches Studio, Deck 13 heissen die, Deck 13 aus Frankfurt, und die haben jetzt, die bringen jetzt Atlas Fallen raus. Und ja, die haben natürlich sehr viele deutsche Fans, und die deutschen Fans, lustigerweise aber auch Leute aus dem Ausland, haben sich eine deutsche Version gewünscht vom Game. Weil es tatsächlich viele Leute gibt auch im Ausland, die es feiern, wenn das ganze Game auf Deutsch ist. Warum auch immer. Aber vielleicht ist das mehr so wie mit dem Anime, wo man auch lieber auf Japanisch schaut. I don't know. Auf jeden Fall, Atlas Fallen kommt ein bisschen später raus, wäre ab dem 10.8. dann verfügbar. Dann kommt es raus. Und wir haben es im Shop natürlich. Also es wird bei uns im Shop sein. Ich werde meine Hänge drum schließen und schauen, ob das ich es bekomme. Weil es sieht cool aus. Und zwar sieht es cool aus, weil es ist, spielt in einer Sand, also in einer Wüste, in einer Sandwelt, in einer Wüste. Also in einem riesengroßen Sandwelt. Sandkasten. Sorry. Was? Was? Es Hä? ist Sandwald, also in der Wüste. Ja. Ich habe gemerkt, dass Sandwelt mega, mega blöd ist. Weil Ja, alles gut, alles gut. Das war ganz lustig. was? Jetzt habe ich auch gerade auf den falschen Fuß verrutscht. Ich finde es auch ganz Okay. lustig. Okay, gut. Ja, ist schön, ist schön. Also Steffi lacht jetzt noch ein bisschen für euch. Nein. Es ist mit der Wüste, und leider sieht eine von den Hauptcharakteren aus wie die von Forspoken. Darum hat es mich mega triggert, als ich so. Und dann habe ich so gedacht, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben ja mit Forspoken tatsächlich nicht so. Wir sind nicht als gute Freunde auseinander, sagen wir es Ja, so. genau. Nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber im Endeffekt sieht es gut aus. Es ist jetzt mega Grafik schade, dass ist es der verschoben ist Burner. worden. Die Grafik ist mega cool, und der Combat soll auch mega cool sein. Und ich kann euch wirklich sagen, also das Studio, ich habe das Search gespielt, und das Studio macht wirklich gute Arbeit. Also die haben auch Combat System-mässig sehr viel auf dem Kasten. Und darum kann ich mir vorstellen, dass das wirklich mega viel Spaß wird machen. Und es gibt im Combat innen gibt's wieder Frequenzen, wo man so quasi Zeitlupe kann, aktivieren, und nachher kann man wie verschiedene Kombos aufeinander folgen, und je mehr Kombos das man kombiniert, desto stärker wird der Angriff. Also es hat viel auch hinten dran, hinter dem Kampfsystem steckt eine ganze Strategie.
Das sieht sehr interessant aus. Ähm, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, also meine Notizen jetzt 1:1, ganz lustig. Kampfsystem sieht lecker aus, 1:1. Nico seine Notizen, vollkommen leckers, lecker. Lecker. Die Basler Vollkommen, Leckerli, gell? Mhm. vollkommen nices Kampfsystem. Es gibt wenig Games mit viel Sand, habe ich mir aufgeschrieben. Ist so. Und für Dune. mich. Hä? Ja, Dune. aber Dune. Ja, Dune. Dune, Dune. ja, Das ist sehr mehr als ein gut. Game, das ist ein Film. Ich Hä? meine, sorry, wenn Und ich das gerade so sage, aber du weißt schon, dass es in jedem einzelnen Zelda, nicht gerade mal fast in fast jedem einzelnen Zelda gibt es einen Wüstenteil. s- Mhm. ja, aber also, ich bin mir fast sicher, dass es fast in jedem einzelnen Zelda einen Wüstenteil gibt, weil es ist nicht immer schön. Also, Okay, ähm, sorry, für dich, damit auch du es verstehst, ein Sandwelt-Teil. okay. Okay. Gut. Also, Spaß beiseite. Ah, du hast Ähm, Spass. Ich meine, wir sind im Crit. Spaß beiseite. Wir sind im Crit, aber ich werde kritisch gekittet von Steffi von Seite. Was natürlich sehr, sehr geil ist, man kann Sand surfen. Jawohl. Man Uhu. kann Du kannst Sand bei surfen. Zelda Man am kann auf dem VOZ. Sand rumsurfen. Und ja, aber das ist so ein grüner Elfenjunge. Der will niemand. Auf jeden Fall, man kann Sand surfen. Und es ist mega cool, weil man kann Koop Sand surfen. Jawohl, es gibt einen Okay, nice. Koop-Modus. Und zwar ist der mega cool, weil, ja, okay, er ist nicht mega cool, weil es ist nicht Splitscreen, aber es ist Online-Koop. Und besonders am Coop-Modus, nicht nur der Host speichert dabei den Fortschritt, sondern beide. Und das ist mega gut. Das heisst nämlich, dass man nicht muss, ein Game anfangen bei jemandem als Host und nachher muss der andere einzeln das nochmal spielen, sondern er hat den gleichen Fortschritt wie der Host. Und das finde ich eigentlich noch gut. Das hat mich nämlich immer genervt, die anderen Games. Und außerdem äh, außerdem sind die Figuren vom jeweils anderen in den Zwischensequenzen zu sehen. Also, das ist auch etwas, was in vielen Games Oh. nicht geht, aber das Ja. geht hier. Ah, das ist voll gut. Das ist Mhm. einfach etwas, was mir immer so ein bisschen. Mhm. Also, sind wir mal ehrlich, das nimmt so ein bisschen die Experience, wenn du auch zum Beispiel gewisse Skins oder Rüstungssets und so weiter hast, oder ein spezielles Schwert oder allgemein eine spezielle Waffe. Und dann in der Cutscene hast du das aber plötzlich nicht mehr an, sondern wieder zurückgesetzt auf ein Standard oder so. Oder eben deine Buddies sind Genau. irgendwie nicht da oder du stehst an einem anderen Ort plötzlich oder so. So Zeug hat Genau. immer meine Experience so zerstört und irgendwie mir so aus dem Spiel rausgerissen. Und das ist natürlich Hammer fürs Genau. Feeling. Hure gut. Genau. Okay. Ähm, ich finde, es hat ein mega cooles, also wenn man den Trailer schaut, man hat wirklich auch ein bisschen das Gefühl, es hat sehr gute, wie soll ich sagen, es sind authentische Szenarios und es hat vom Feeling her hat man wirklich so das Gefühl, man ist in einer Welt, wo viel hinten dran überlegt ist worden, wie man sie umsetzen und kreieren. Und man hat auch ein bisschen damit geschafft, dass eben der Sand, der verweiht, aber nachher gibt es auch festen Sand, nachher gibt es die Konturen, die Sand hat, wenn er flüssig ist und man ihn zusammenbaut zu etwas. Es gibt sogenannte Sandbestien. Es wird wirklich mega viel mit dem Sand auch geschafft. Man hat auch Sandwaffen. Also es ist wirklich cool. Der Sand spielt eine ganz grosse Rolle. Es ist nicht einfach die Wüste als Ort, was es spielt, sondern der Sand wird überall verwendet. Das finde ich wirklich eigentlich noch Cool. cool. Und freue mich auf das Game, wirklich. Ich freue mich sehr. Wo kommt es Hoffe, raus? es kommt auf allen Plattformen, so wie ich das gesehen habe. Und zwar, Ausser wie ich wahrscheinlich schon gesagt Switch, habe, oder? am 10.8. Ja, nein, auf Switch wird es nicht kommen, habe ich das Gefühl. Nein, nein, Ich glaube, nein, vom nein. Grafikstil her wäre es ein bisschen zu extrem für die Und Switch. auch nicht auf der PS4. Jetzt muss ich dann nicht wieder wirklich mal PS5 zulegen. Ja, auch schon. Hä? Was Mensch, kommt es auf Xbox auch? Auf Xbox, ich sehe es geht im PlayStation Store. Ähm,
wir haben es, glaube ich, nur auf PlayStation. Ist das echt ein Es kann gut sein, Exclusive dass in es ein dem Fall? Ja? Exclusive ist, ja. Atlas Fallen, ja. Also wenn ich bei uns im Store... Nein, Xbox ist so. Gut, alles gut. Es gibt so Ah, auf super, Xbox. super. Alles gut, ja, ja. Der weiss, wann kommt es raus? Am 8. Irgendwann im August. Mhm, 10.8., 10.8. Gut, dann können wir uns das schon mal vormerken zum Streamen. Deal. Ich glaube. Ich glaube, Nice. das macht Sinn. Und ja, aber Xbox... Ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen, dass mir hat nämlich das Wochenende wieder jemand vom Xbox Game Pass vorgeschwärmt und das ist halt schon gut. Er ist fantastisch. Also ich sage Mhm. es immer wieder. Ich meine, ich tue ja auch, wenn ich auch streame, tue ich ja viel von Nintendo, also viel auf der Nintendo Switch streamen. Oder eben vom Xbox Game Pass, wo ich selber habe keine Playstation. Also gar keine, auch kein 4 oder 3 oder whatever. Und 5 erst recht nicht. Aber ganz ehrlich, man hat so viele Games auf dem Xbox Game Pass und du zahlst einfach den monatlichen Beitrag und du hast Zugriff auf alles Mögliche. Es ist fantastisch. Also, Aber ja. ja. Und dann habe ich Schade noch gibt es das nicht für Steam. ja, Aber ja. irgendwo auch noch von einem Hack gelesen. Ein Es ist irgendein Hack? Hack rum, wie man kann, den Game Pass tricken. Das erzählen wir jetzt Mhm. aber hier nicht. Kann ich nicht erzählen, aber ich habe es gelesen. Also ist etwas rum. Ja. Ist gut. Okay. Aufpassen, Microsoft! Aufpassen, Microsoft, ich sage nicht. Ja gut, wenn Genau. sie selber das Datum für GTA 6 liegen, also... Ja, ja, auf jeden Fall. Auf Ach, jeden je, Fall. mei. Aber im Endeffekt, cooles Game. Mega hyped. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es gibt einen Stream auch bei uns. Also jetzt von was? Jetzt GTA 6 oder Nein, Fallen vom Atlas Atlas? Fallen, genau, Atlas genau, vom Fallen, okay. Atlas Fallen, ja, genau. Ich habe, ich habe mir noch so vorgestellt, wie sie das echt haben. Weißt du, wie haben sie den Namen herausgefunden? Dann habe ich mir so vorgestellt, sie haben sich so ein Brainstorming gemacht. Der eine hat so einen Atlas vor sich gehabt und gesagt, auf welches im Land soll es spielen. Und er hat jemand anderes gesagt, in dem Moment Dann ist geht der Atlas am Boden. abgehakt. Und er, ja, Atlas Atlas. Fallen. Oh, Ja. was geil Da ist. stehen übrigens so Ja. Bandnamen, ganz doof. Aber auf jeden Fall, cooles Game, Steffi. Wenn wir zum Looteli Loot. Würde meinen, ja. Erzähl mal, hast du etwas gekauft eigentlich? Ja. Ah, natürlich. Ich muss Nico im natürlich, aber jetzt, Shopping-Fever. ich muss natürlich auch noch schnell schauen, muss ich ganz ehrlich sein. Also, ja, nein, wir haben es nicht. Also, es interessiert eigentlich weniger, weil wir es nicht im Shop haben. Aber ich habe Star Wars Battlefront 2 wieder angefangen zu spielen. Also ich habe mir das tatsächlich geholt und habe das wieder angefangen zu spielen. Das ist eigentlich ein uraltes Game. Aber es ist immer noch mega lustig. Aber Star Wars Wirklich. Games sind ja allgemein, glaube ich, recht cool. Wir haben übrigens eigen für Star Wars dedizierte Landingpage, ja. brack.ch/nordversum/Star Wars zusammengeschrieben, glaube ich. Ja, das ist eine eigene Seite. Eine Landingpage. Da Also haben wir wir haben alles. allgemein mega viel Star Wars Zeug. Also hier kann ich Ja. vielleicht gerade wirklich für unser Star Wars Zeug Werbung machen, weil nachdem ich das ein bisschen gezockt habe, habe ich dann wieder auf den Mandalorian schauen. Wo ich gemerkt habe, ich bin noch gar nicht fertig gewesen mit schauen. Und dann bin ich wieder hure ins Fieber gekommen. Wir haben so viel cooles Zeug von Mandalorian und Star Wars. Also geht wirklich schnell mal browsen. Ich meine, ich sehe hier verschiedenste Versionen vom Grogu. Ich sehe Star Wars Mandalorian Actionfiguren, Lego-Sets, Spiel, Kartenspiel. Krass. Also wir haben wirklich viel. Ist wirklich mega cool. Einfach mal Star Wars eingeben bei uns und Es kommt so findet viel. ihr sehr cooles Zeug, genau. Ja, das habe ich mir gekauft und Nice. nachher habe ich noch die Ascent gekauft. Das ist auch so ein Game, wo ich habe gekauft, wenn wir es Coop können spielen auf der PS. Wir haben Binding of Isaac gekauft, endlich mal. Wer kennt es nicht? Das ist ein episches Game. Und ich habe mir was habe ich mir noch gekauft? Ich glaube, sonst eigentlich nicht mehr. Ich glaube, The Division habe ich wieder installiert, aber das habe ich schon gehabt. Also, viele Games, die ich wieder neu angezockt aber schon hatte. Und sonst
habe ich mir einen Sitzsack bestellt, Ein Steffi. Sitzsack, wie cool. Mhm. Ja, einen Sitzsack jetzt. Dann kann ich Ich ja habe mein Popcorn, das ich bestellt habe, zu dir ins Sitzsack essen. Du kannst das gerne zu mir sitzen. Genau, ich habe nämlich keine Couch mehr. Ich habe meine Couch mal bei Nacht und Nebel rausgestellt. Nein, ist Und nicht wahr. in dem Moment kommt mein Nachbar und fragt, ob ich die wirklich weggeben will. Und ich so, ja. Und dann er so, ja. Dann habe ich so gleich wieder dürfen auftragen. Also, das ist schön. Jetzt hast du keine Couch mehr. Nein, aber ich habe die Couch schon loswerden, wirklich. Okay. Kennst du die Sachen, die einfach schon zu lang bei Hast dir Ja, ja. stehen? Und Also dann willst du nein, sie einfach... ich bin erst gezügelt und ja all meine Möbel getauscht. Also von dem her, Ja, ja. Also bist du mit denen duschen, oder was? ja, duschen. Okay, okay. Ja, auf jeden Im Fall. Regen. Bei Nacht. Und habe die Sterne angesungen, wo man natürlich gesehen hat, obwohl es geregnet hat. Ja, ich habe keine Couch mehr. Das ist die News vom Tag. ähm, jetzt ein Sitzsack, der Anti-Laut. eigentlich für draussen wäre. Nein, der Sitzsack ist mega cool. Der ist wirklich vorhin... der ist- Sicksack. Sicksack, gut. Also, der Nico hat sich einen Sicksack gekauft. Perfekt. Ja, wunderbar. Gut, das wär's. Gut, Merci. also wunderbar. Wir haben noch ein paar Neuheiten zum Vorbestellen tatsächlich bei uns im Shop. Und zwar einerseits haben wir Dead Island 2. Und zwar die normale, also die Pulp Edition oder Tella Edition. Also so ein bisschen Collector's Edition. Und außerdem ist es so, dass wir Steelbooks haben. Und bei jeder Bestellung, also ich glaube bei den ersten 100, wir haben nur 50 oder 100, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 100. Und bei den ersten 100 Bestellungen von Dead Island, nein, 100 kann nicht sein. Ich glaube 50. So, Weiss ich gar nicht. schnell 100 Ja, kann das nicht sein. ist irgendwie viel. Auf jeden Fall haben wir ein paar von diesen Steelbooks und für alle, die Dead Island 2 bestellen bei uns im Shop, kommen so ein Steelbook über, aber so viel wie wir haben, first come, first serve. Genau. Das gibt es zum Vorbestellen. Der Release ist am 21. April, also schon der Freitag. Von dem her, ja, geben Gas. Sieht nach einem coolen Spiel aus, irgendwie. So ein bisschen, was ist das? Irgendwie ein Far Cry, I don't know why. Und dann haben wir also wir haben nicht nur die Collector's Edition, sondern wir haben auch die normale Edition von Master Detective Archives Raincoat Mystery Full Limited Edition. Das ist tatsächlich der ganze Name von dieser Collector's Edition Box. Und ja, das Game es ist so ein klassisches Anime, also ja, JRPG im Anime-Style mit einem Detektiv, der an Amnesie leidet und ungelöste Fälle aufdecken, zusammen mit einem Shinigami-Geist. Und es ist, es sieht interessant aus, spannend, mysteriös. Das kann, glaube ich, auch recht gruselig werden. Und anscheinend ist es extrem beliebt. Also es ist ein super beliebtes Franchise in Japan. Und hier in der Schweiz, beziehungsweise glaube ich allgemein in Europa, kennt man es eher weniger. Aber das ist, glaube ich, bei diesen grossen japanischen Franchises noch öfters so. Ich meine, bei Fire Emblem ist es ja leider auch ähnlich. Aber ja. Das gibt's. Das wäre wirklich, wär wirklich ein Game, das ich mich noch sehe, mit dem Massimo zocken. Mit dem Massimo. Ist das Coop? Nein. Das war ein Witz gewesen. Sorry. Es ist, es sieht wirklich cool aus. Also, schon nur das Artwork. Komm jetzt. Also, Das stimmt. das ist wirklich mega cool. Mhm. Ich habe leider keinen Switch, Steffi. Kannst du mal. Hä? Du hast doch so viele Switches. Ja, so viele Switches. Ja, genau. Ja. Ja, sehr viele Switches. Ja, ich schaue mal Ich rein. muss immer schauen, welcher das Momlate bestimmt. Das ist schwierig. Ja, Da habe ich den falschen Switch umlegen. genau. Jetzt legen wir den Switch wieder um. Und zwar gehen wir wieder zurück zu den Neuheiten, die man vorbestellen kann. Hey, Sims 4 gibt es im Fall noch. Und sie haben eine neue Erweiterung rausgebracht. Und zwar Growing Together. Also zusammen erwachsen werden, glaube ich, heisst es auf Deutsch. Und dort gibt es tatsächlich neue Herausforderungen für deine Sims.
in Form von Freundschaften, Feindschaften, Midlife-Crisis und so weiter. Und ja, ich habe schon immer mal eine digitale Midlife-Crisis haben. Ich frage mich, Unbedingt. ich frage mich, ob dort jemand hat, der ein Ausrufzeichen machen, aber ein L hat er da beim Namen. Vielleicht ist es einfach ein Tipp oder ein Copy-Paste-Fehler. Ist doch jetzt egal, Nico. Okay, Genau. sorry. Oh ja, sehr gut. Dann haben wir noch neu bei uns Minecraft Legends. Also ich glaub, von Minecraft Legends, dort, also es gibt Das, auf jeder das soll einzelnen noch geil sein, Plattform. by the way. Das haben wir uns so überlegt, ob wir Es Und dann haben wir- spielt im Minecraft-Universum. Und Ja, ja, ich weiss, ich weiss, das, ja, das ja. ist schon seit, also ich weiß nicht, ich glaube sicher seit 2 Jahren wird darüber geredet. Mhm. Und jetzt gibt es endlich. Es ist da, man kann es kaufen. Es ist nicht zum Vorbestellen, man kann es jetzt schon kaufen, es ist verfügbar. Und Hey, es wir gibt reden es nicht. Ah ja, stimmt, es stimmt, gibt's auf das der ist recht. Ja, Xbox, auf allen das ist recht. Variationen, es gibt es auf dem PC, auf der Nintendo Switch, auf der Playstation 4 und 5. Also, ja, und wir You're haben right. es massenhaft an Lager, also holt es euch. Ja, also es ist crazy. Gibt's, ja, alle, die gerne Minecraft haben, ich glaube, das ist definitiv etwas für euch. Und last Ja, but und not das ist schon least, für andere eben etwas. Also ich habe wirklich heute, ich habe wirklich gestern gerade vom Kollegen, der viel Minecraft spielt, gehört, dass das ein Game einfach auch spielen kann, ohne dass du jemals hast Minecraft gespielt hast. Und das fängt mega. cool, okay. Gut, Grafik muss ich natürlich zusagen, aber ja. Ja, das habe ich ihnen auch gesagt. Also, ja. Last but not least haben wir noch ein bisschen Hardware. Und zwar der Backbone One Classic. Das ist so ein Universal Gaming Controller für Smartphone, für die PlayStation, PC und Xbox. Also Krass, irgendwie du kannst es für literally alles brauchen. Und du kannst aber dein Handy auch so rein spannen und so. Also ja, sieht cool aus. Also ich meine, stell dir vor, du hast einen Controller, du kannst ihn für alles verwenden. Nice. Das Praktisch. ist absolut nice, ja. Ja, Das sehr, ist sehr wirklich. praktisch. Aber Mhm. nur 130. Mhm. Krass. Mhm. Wow. Mhm. I think about it. Ich habe nämlich herausgefunden, dass man Magic the Gathering Arena jetzt auch auf dem Handy kann spielen kann. Oh mein Gott, das habe ich nicht gewusst. Man kann es jetzt auf dem Android spielen. Man hat es mega lange nicht können auf dem Android spielen, aber man Okay. kann jetzt. Und das ist besser Ja. mit Controller, statt mit Touchscreen. Ja, weil mein Handy ist ein bisschen crap. Aber ja, lassen wir okay, das. gut, fair. Wir haben übrigens auch Handys bei uns im Shop. Also, falls ihr Ich mal so habe ein unser Handy Handy von uns aus dem Shop. Aber das ist nicht, das hat nicht mit dem zu Nein, du hast einfach Es war eine schlecht geprüfte ausgewählt. Retour. Es war eine Ach so, geprüfte ist Retour. also. Und ich habe es 2-3 Mal am Boden gehabt. Und ich habe keine Höhe. Und ja. Fehler of your life, keine Hülle am Handy. Ganz schlecht. Ganz, Ja, ganz also schlecht. schau, gibt eine Geschichte. Und zwar habe ich von unserem coolen Hersteller Icybox so ein Teil bekommen, wo man hinten dran kleben konnte. Und dann hat man es Mhm. aufstellen und man hat so cool Ja. drehen, immer so den Handy-Trick gemacht, so drehen. Da habe ich immer Kenny, habe gefunden, ich so, gerade yo, gemacht, ja. wie machst du das? Und ich immer so, yo, ich bin voll der Magician. Und dann irgendwann ist, ja, habe ich halt gefunden, er geht mir auf den Sack und ich wollte den wieder wegnehmen. Das Teil hinten dran und jetzt habe ich es weggenommen und jetzt hat es halt keine Hülle. Also, jetzt muss ich es Hülle kaufen. So ist die Geschichte. Okay. Spannend, oder? Ja, Hülle kann ich empfehlen. Kann ich euch Haben wir ans auch, Herz haben wir legen. auch. Oh shit, Haben das wir auch, haben ja. Haben wir auch. Also, wir haben alles. Also ja, wir grundsätzlich mehr als du denkst. Von dem her, ja. Schau mal vorbei. und sogar noch mehr. Und sogar noch mehr, ja. Genau, ja, dann wär's das gewesen mit dem Podcast für heute. Lasst uns ein Feedback da, das ist ja jetzt bei Spotify möglich. Genau, eben schreibt uns, ob ihr an Fantasy Basel seid oder nicht, beziehungsweise schreibt uns, dass ihr da seid und uns können wir Hallo sagen, weil das ist das, was wir eigentlich hören wollen. Und natürlich lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, das hilft uns enorm dabei, ein bisschen mehr zu gesehen werden. Genau. Yes, yes. Und merci viel mal. Seid ihr da gewesen? Wirklich? Habt Danke fürs zugelassen und habt Zuhören. zugeschaut und ihr seid super. Yes. Lasst euch nicht critten und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.